Herr Präsident, Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich möchte also man stellt sich ja oft die Frage, warum drehen sich Minderheitenkonflikte so oft um Ortstafeln? Nicht? Also nicht nur in Kärnten ist das der Fall, sondern auch vielerorts in den anderen Teilen Europas. Warum geht es nicht um offenbar oder scheinbar viel wichtigere Themen wie Unterricht in der Minderheitensprache in allen Bildungsstufen, Verwendung der Minderheitensprache bei Ämtern und bei Gericht zum Beispiel oder Kulturförderung im allgemeinen Sinn. Warum geht es also um Ortstafeln, so oft um Ortstafeln? Ich möchte also dieser Frage nachgehen, indem ich zunächst einmal mit der identitätsstiftenden oder bildenden Wirkung von Sprache insgesamt beginne und dann die Schlinge sozusagen immer enger ziehe, zu geografischen Namen im Allgemeinen übergehe und dann bei Namen auf Ortstafeln, bei Minderheitennamen speziell auf Ortstafeln ende. Und sie vergleiche mit Namen von Gemeinden, mit anderen Arten von Namen, mit Namen auf Verkehrshinweistafeln zum Beispiel oder mit Minderheitennamen in Karten. Zunächst einmal Sprache. Sprache bindet ein und Sprache schließt aus. Also Sprache kann man zwar auch als ein abstraktes System verstehen mit einer Grammatik und mit Wörtern, mit einem Wortschatz, mit einem Wörterbuch, aber Sprachen haben eben immer auch Sprecher, die an einem bestimmten Ort auf der Erde leben, die meistens in einer Gemeinschaft, in einer größeren oder kleineren Gemeinschaft leben, die eine Gemeinschaft bilden. Und es gibt natürlich erfundene Sprachen auch, also das Esperanto zum Beispiel, das hat keine ortsgebundenen Sprecher und keine örtliche Gemeinschaft, aber das ist eine Ausnahme. Und die jeweilige Sprache entspringt ja auch dieser Gemeinschaft, ja. Sie entspricht deren Kultur und deren Lebensbedingungen. Und sie ist zumeist sogar das wichtigste Bindemittel einer Gemeinschaft und hat zu deren Entstehen oft sehr maßgeblich beigetragen. Also Sprache bindet ein und Sprache schließt zugleich auch aus. Nicht, mit wem wir in unserer Sprache einigermaßen verständlich kommunizieren können, der gehört zu uns, mit wem das nicht so ohne weiteres möglich ist, der ist ein anderer. Nicht? Sie spricht, wie wir sprechen, ist gleichbedeutend, sie ist eine von uns. Das gilt also für alle Ebenen der Sprache, für die Standardsprache, die eine gemeinsame Grammatik hat. Dann für die Varietäten einer Sprache, zum Beispiel für das amerikanische Englisch oder für das österreichische Deutsch, für die Umgangssprache, also die tatsächlich gesprochene Sprache oder auch für den Dialekt. Allerdings in Abstufungen. Nicht? Also in der Standardsprache können wir uns durchaus verständlich unterhalten. Jeder kennt die Regeln der Standardsprache. Auch zwischen Waterkant und südlichen Kalkalpen wird dieselbe Standardsprache gesprochen. Aber hier gibt es dann zum Dialekt hin doch Abstufungen. Der Dialekt ist die Sprache des unmittelbaren Lebensraumes, des unmittelbaren Erfahrungsraumes, die wirklich vertraute Sprache. Und wenn uns jemand begegnet, der denselben Dialekt spricht, nicht, dann entsteht sofort ein Gefühl der Verbundenheit, der Nähe, der persönlichen Nähe. Mit Hilfe der Standardsprache können wir uns zwar ohne weiteres verständigen, aber es entsteht eben nicht dieselbe emotionale Nähe wie bei einem Dialekt. Dann Sprache ist auch Merkmal raumbezogener Identität. Also weil Sprache so viel mit menschlicher Gemeinschaft zu tun hat, die in einem bestimmten Territorium zu Hause ist, verankert ist sie ein wichtiges Merkmal raumbezogener menschlicher Identität, zumeist sogar ihr wichtigstes. Also in Österreich gibt es sehr oft, im gebirgigen Österreich zumindest, die Talidentitäten. Die Bewohner eines Tales fühlen sich als eine Gemeinschaft. Es gibt dann die Gau-Identitäten in Salzburg zum Beispiel, Viertelsidentitäten in Oberösterreich oder in Niederösterreich. Dann auf der höheren Ebene, und das wird jeweils durch Dialekte verbunden. Also jedes Tal hat seinen eigenen Dialekt, könnte man sagen. Die Salzburger Gaue haben ihre eigenen Dialekte, das Weinviertel hat seinen eigenen Dialekt, das Innviertel seinen eigenen Dialekt und so weiter. Auf der etwas höheren Ebene gibt es in Österreich die sehr ausgeprägten Länderidentitäten, oder in den meisten österreichischen Ländern ist das so. Und hier sind Gruppen von Dialekten
charakteristisch und identitätsstiftend für diese Länder. Also ein Kärntner, ein Vorarlberger, ein Tiroler, der in Wien auch nur seinen Mund aufmacht, gibt sich sofort als Kärntner, Salzburger, ein Tiroler oder Vorarlberger zu erkennen, auch wenn er eine nur dialektal gefärbte Umgangssprache spricht. Standardsprachen sind mit wenigen Ausnahmen das wichtigste Merkmal nationaler Identität. Zu den Ausnahmen zählt gerade Österreich. Hier hat sich eine kulturnationale Identität Österreichs erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet und die baut nicht auf der Sprache auf, die wir mit den Deutschen gemeinsam haben, sondern hier zählt die Geschichte, also die eigene österreichische Geschichte ist hier das identitätsstiftende Merkmal der österreichischen kulturnationalen Identität. Und die im Wesentlichen ja von Johann Gottfried Herder im späten 18. Jahrhundert gebildete, aufgebrachte Idee der Kulturnation erhob dann eben auch die Sprache eigentlich zum Hauptmerkmal dieses Konzepts, also ein Menschen der gleichen Sprache bilden eine Kulturnation. Die enge Beziehung zwischen Sprache, Gemeinschaft und Territorium sowie die wesentliche Funktion von Sprache für Zusammenhalt und Zugehörigkeit machen Sprache zu einem erstrangigen, konfliktträchtigen Politikum auch, dessen Virulenz sich immer wieder auch in der jüngeren Geschichte zeigt. Denken wir nur an die Ukraine jetzt auch wieder. Ich gehe jetzt auf die nächste Ebene herunter, also ziehe die Schlinge sozusagen etwas enger, gehe zu den geografischen Namen. Geografische Namen sind der Inbegriff sprachlichen Raumbezugs, würde ich sagen, weil sie sich auf jeweils nur ein konkretes geografisches Objekt eben auch beziehen. Wenn wir die normalen Wörter einer Sprache betrachten, also zum Beispiel Baum oder Strauch, dann beziehen die sich auf Begriffe natürlich. Wir müssen einen Begriff vom Baum haben, einen Begriff von Strauch, aber es stehen diesen Begriffen und diesen Wörtern dann jeweils unendlich viele Objekte gegenüber. Es gibt endlos viele Bäume und endlos viele Sträucher. Bei geografischen Namen und Eigennamen ganz generell ist es aber anders. Hier haben wir auch, steht dem Wort Klagenfurt zum Beispiel auch ein Begriff gegenüber. Nicht? Also wir müssen einen Begriff haben, der von diesem Wort bezeichnet wird, von diesem Namen bezeichnet wird. Die Stadt Klagenfurt meinen wir eben damit. Nicht? Und die ist aber ein einziges Objekt. Es gibt nur das eine Klagenfurt. Nicht? Oder Salzburg, also das Wort Salzburg, das kann sich auf die Stadt beziehen oder kann sich auf das Land beziehen. Also wir müssen sagen, welchen Begriff wir davon haben. Haben wir den Begriff der Stadt oder haben wir den Begriff des Landes? Und dann ist das aber auch immer nur ein einziges konkretes Objekt. Also hier besteht ein ganz intensiver Bezug zu einem bestimmten Objekt, einem geografischen Objekt. Und in diesem geografischen Objekt lebt eben auch eine Gemeinschaft oder in der Nähe, wenn das ein Berg ist oder ein Fluss ist, in der Nähe dieses Objektes lebt dann auch eine Gemeinschaft und diese Gemeinschaft benennt sich dann auch nach diesem Objekt, nicht? Also die Klagenfurter zum Beispiel, nicht? Oder die Salzburger. Also die sprachliche Form des Namens sollte daher im Einklang mit der Identität der örtlichen Gemeinschaft stehen, leben in einem Ort verschiedene Identitätsgruppen unterschiedlicher Sprache, dann gilt der Name einer Sprache nur für eine von ihnen, während sich die andere benachteiligt fühlt. Und eine Verwaltung, die auch alteingesessene Minderheiten achtet und würdigt, wird also darauf bedacht sein, die Namen aller dieser Gruppen als gleichrangig darzustellen. Und am sensibelsten, jetzt bin ich bei der untersten Ebene, bei den Ortstafeln, nicht? Am sensibelsten in dieser Hinsicht sind tatsächlich die Ortstafeln, weil sie, wie hier zum Beispiel Schwabeck, beide Namen werden eigentlich gleich ausgesprochen, nur unterschiedlich geschrieben. Am sensibelsten sind in dieser Hinsicht die Ortstafeln, weil sie im öffentlichen Raum am Anfang und am Ende einer Ortschaft stehen, für jeden sichtbar sind und die Identität der Ortschaft und der in ihr lebenden Gemeinschaft definieren. Durch die Sprache des Namens und weil die Gemeinschaft sich eben auch mit diesem Namen verbindet, emotional mit diesem Namen verbunden ist. Und ich zähle jetzt einige andere Namensarten oder Vorkommensweisen von Namen auf, die nicht so sensibel sind. Und versuche das zu erklären, warum sie nicht so sensibel sind. Und zwar sind das erstens Namen anderer Objektkategorien, also nicht von Siedlungen zum Beispiel, auch im öffentlichen Raum.
Und dann sind es Namen, die nicht im öffentlichen Raum zu sehen sind, in der linguistischen Landschaft sozusagen zu sehen sind. Ja. Zunächst einmal zu Namen anderer Objektkategorien. Hier einmal den Gemeindenamen. Gemeindenamen stehen auch im öffentlichen Raum, sind auch im öffentlichen Raum zu sehen, haben aber bei uns meistens den Charakter von Willkommenstafeln, wie Sie hier zum Beispiel das Beispiel von Notmaster auf Bildschoß sehen. Und sie sind eher künstlerisch gestaltet und richten sich offenbar also mehr an Besucher, an Touristen und nicht so sehr an die Einheimischen. Und sie erwecken auch nicht diesen Anschein von Amtlichkeit wie die amtlichen Ortstafeln. Und sie stehen auch meist außerhalb des dicht verbauten Gebietes, also eher in wenig verbauten Gebieten, eben an der Gemeindegrenze und haben daher auch nicht die Wirkung einer starken Identifizierung mit einem Ort und mit einer bestimmten Gemeinschaft. Dass in Kärnten kein einziger Gemeindename zweisprachig amtlich ist, ja, also nicht einmal der mehrheitlich slowenischsprachigen Gemeinde Zell, nicht, scheint niemandem aufzufallen. Das ist ganz interessant, dass die Gemeinde Zell könnte sich zum Beispiel ohne weiteres durch Gemeinderatsbeschluss zweisprachig benennen, der Gemeindename, nicht? Das müsste allerdings vom Land bestätigt werden. Also offenbar fürchtet man, dass das Land das nicht bestätigen wird. Dann Namen auf Verkehrshinweistafeln. Namen auf Verkehrshinweistafeln. Das Bundesgesetz 46 aus 2011 ist diesbezüglich also recht restriktiv. Es besagt nämlich, dass also Zweisprachigkeit auf Verkehrshinweistafeln nur möglich ist, wenn die Tafel in derselben Katastralgemeinde steht. Also so, wenn man den Wortlaut des Gesetzes so wörtlich interpretiert, bedeutet das. Also die Tafel, die zweisprachig beschriftete Verkehrshinweistafel muss in der eigenen Katastralgemeinde stehen. Das ist eigentlich nicht sehr sinnvoll, weil dort brauche ich keine Hinweistafeln mehr, dort bin ich ja dann schon. Da brauche ich keinen Hinweis mehr. Allerdings wird dieses Gesetz sehr liberal gehandhabt. Also es stehen Verkehrshinweistafeln mit zweisprachigen Aufschriften oft weit außerhalb der Katastralgemeinde. Aber auch das stört offenbar niemanden. Also weder stört es jemanden von der Minderheitenseite, dass das Gesetz so restriktiv wäre, noch auf der Mehrheitsseite, dass das Gesetz offenbar ständig übertreten wird. Also beides scheint nicht aufzufallen. Dann Straßennamen. Auch viele kleinere Orte haben heutzutage also Straßennamen, haben heute Straßennamen und die Gemeinde hat ja die Kompetenz, diese Straßennamen festzulegen. In den kroatischen Gemeinden des Burgenlandes ist also hier sind zweisprachige Straßennamen durchaus also üblich. Also hier zum Beispiel in der Gemeinde Frankenau im Burgenland. In Kärnten gibt es nichts noch in dieser Hinsicht, nicht? Obwohl die Gemeinden das für sich festlegen könnten. Durch Gemeinderatsbeschluss wäre es möglich, also zweisprachige Straßennamen, Straßentafeln anzubringen. Es wird aber offenbar in der Öffentlichkeit nicht sehr wahrgenommen und weil Straßennamen eben nicht diesen Gemeinschaftsbezug haben, es gibt eben Ortsgemeinschaften oder Ortschaftsgemeinschaften und keine Straßengemeinschaften. Also ich fühle mich als stolzer Hermagorer zum Beispiel, aber nicht, ich würde mich nicht als 10. Oktober Straßler bezeichnen zum Beispiel. Nicht? Also so gut wie alle Vereine auch oder auch die Pfarren sind immer auf Ortschaften bezogen, also nur ganz selten auf Straßen. Also die Ortschaft bildet die Gemeinschaft, nicht die Straße. Dann Bahnhofsnamen. Nicht? Also Bahnhofsnamen sollten idealerweise mit dem Ortschaftsnamen übereinstimmen. Und wenn der Ortschaftsname amtlich zweisprachig ist, könnte eigentlich auch der Bahnhofname nicht amtlich, also zweisprachig sein. Aber das ist meistens nicht, wie das hier bei Bleiburg zum Beispiel der Fall ist. Man billigt also sozusagen den Bahnverwaltungen zu, hier nach eigenen Prinzipien zu verfahren. Dann zu Namen, die also nicht im öffentlichen Raum zu sehen sind, also nicht in der linguistischen Landschaft vorkommen. Das wären zum Beispiel Namen in amtlichen topografischen Karten. Das ist ein Ausschnitt aus der österreichischen Karte 1 zu 50.000 hier. Da war ich bis vor kurzem eigentlich der Meinung, dass das Erscheinen von Minderheitennamen in amtlichen topografischen Karten der sensibelste Fall wäre, des Erscheinens von Minderheitennamen überhaupt. Und zwar deshalb,
weil er es erlaubt, auf einen Blick das Territorium der Minderheit abzugrenzen. Nicht? Also man braucht nur auf die Karte zu schauen und sieht, wo die Minderheit lebt. Das sieht man auf einen Blick. Bei Ortstaufen sieht man das eigentlich nicht. Da muss man von Ort zu Ort fahren, um das vollständige Bild zu erlangen. Nicht? Aber bei einer Karte sieht man das eigentlich auf einen Blick. Da habe ich immer gedacht, das wäre eigentlich das Sensibelste. Aber aufgrund unserer Untersuchung, die wir so vor einigen Jahren jetzt durchgeführt haben, bin ich darauf gekommen, dass sie deshalb das Erscheinen von Minderheitennamen auf amtlichen topografischen Karten deshalb nicht so sensibel ist, weil diese amtlichen Karten nur sehr selten verwendet werden, ganz einfach. Also nur ein kleiner Kreis von Personen verwendet diese Karten, daher fällt das auch nicht so auf, wie Minderheitennamen in amtlichen topografischen Karten behandelt werden. Sie sollten aber eigentlich die Einstellung eines Staates einer Minderheit gegenüber widerspiegeln und die minderheitenbezogenen Gesetze widerspiegeln. Das sollte sich auch in der Schreibweise in den amtlichen Karten widerspiegeln. Hier ist das der Maßstab 1 zu 50.000, wo der deutsche Mehrheitsname also in einer größeren Schrift und der Minderheitenname in einer kleineren Schrift und in Klammern dargestellt ist. Das war bisher der Fall. Das Bundesamt für Vermessungswesen geht jetzt aber zu einer anderen, besseren Praxis über. Und zwar ist die schon im Maßstab 1 zu 250.000 verwirklicht. Sie sehen hier Ludmersdorf-Bildschoß. Die beiden Namen sind gleich groß und sind durch Schrägstrich getrennt. Das heißt, hiermit wird Gleichrangigkeit ausgedrückt. Also das vorige war eine Unterordnung des Minderheitennamens unter den Mehrheitsnamen und hier wird Gleichrangigkeit ausgedrückt. Und das Bundesamt wird auch dazu übergehen, jetzt nicht nur die amtlichen Namen von Ortschaften in Kärnten oder im Burgenland zum Beispiel zweisprachig zu beschriften, in dieser Weise zu beschriften, in dieser neuen Weise zu beschriften, sondern wird auch Namen von naturgeografischen Objekten zweisprachig beschriften, also von Gewässern, Flüssen zum Beispiel oder auch von Reliefformen, Bergen. Das würde nämlich der inneren Logik einer Karte entsprechen. Nicht? Also es ist nicht einzusehen, dass eine Ortschaft Vellach-Bela heißt und der Fluss oder der Bach, der durch die Ortschaft fließt, heißt nur Vellach oder ist nur als Vellach eingetragen. Nicht? Die Ortschaft ist im meisten nach dem Bach oder dem Fluss benannt und wenn die Ortschaft zweisprachig ist in der Karte, dann sollte eigentlich auch der Fluss zweisprachig beschriftet sein. Das entspricht der inneren Logik einer Karte. Nicht? Und wenn man in einer amtlichen topografischen Karte wenn man als Aufgabe einer amtlichen topografischen Karte nicht nur die Orientierung ansieht, sondern auch die Information über die Kultur einer Landschaft, eines Gebietes, nicht? Dann ist es umso wichtiger, dass in einem Minderheitengebiet eben auch alle anderen Objekte und nicht nur Ortschaften zweisprachig benannt sind. Und dazu geht das Bundesamt aber jetzt über. Und das ist, glaube ich, eine sehr schöne Entwicklung. Also es gibt im Gegensatz zu früher im Bundesamt für Vermessungswesen heute sehr viele Leute, die ein großes Verständnis für eine Minderheit haben. Ja, also noch ganz kurz zu Namen von Karten privater Verleger. Das sind Touristenkarten, Wanderkarten und so weiter. Die werden meistens häufiger verwendet als die amtliche topografische Karte, haben aber natürlich nicht diesen amtlichen Charakter einer amtlichen topografischen Karte und man billigt den Verlagen natürlich zu, dass sie selbst bestimmen, ihre Darstellungsprinzipien selbst wählen und sie sind daher auch kein Gradmesser für den Umgang öffentlicher Stellen mit der Minderheit. Und nur noch zum Schluss als Zusammenfassung gewissermaßen, also Minderheitennamen auf Ortstafeln sind deshalb am sensibelsten, weil sie amtlich sind, im öffentlichen Raum stehen und für jeden sichtbar sind und die Identität der Ortschaft und der Ortsgemeinschaft definieren. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Hvala lepa.